Okay, dann gebe ich so, fängt man mal an. Schon wie immer viel Material mitgebracht. Schmengenheim muss man um Erdauer spätestens rausziehen. Natürlich dann gucken wir, wie gut wir da durchkommen. Voilà, ich stelle mich dann kurz selber vor. Also mein Name ist Yves Steichen. Ich bin Historiker, habe aber immer den Liergesicht mit dem Kino und mit dem Film. Und das ist noch der Grund, wieso ich heute Abend über die Nelke-Revolution und noch den filmischen Umgang mit der Nelke-Revolution kann man sich darüber schwätzen und noch mal nicht zusammen das Thema erforschen. Und genau. Ich arbeite am Servicefilm vom CNA, also das Audiovisuelle Archiv zu Lützeburg. Und ich soll auf dieser Platz auch dem Musee dann große Merci für die Invitation. Genau, das ist so nicht direkt am Vorfeld schon das Riesenthema, also der Schwar von Filmen, über den wir schwätzen, die kann am Anfang nicht mehr selektiv sein bei so einem Thema, was aber polarisiert wird, wird wirklich sowohl ab Portugal wie auch international immens Welle geschlagen hat, noch viel dokumentiert gouf. Und wir schwätzen aber nicht nur über Dokumentation, wir schwätzen noch über Filme, die mich spät an den 80er, 90er oder 2000er Jahren sich mit der Nelke-Revolution befasst haben, sie neu gestaltet haben, also am Anfang geholt an Fiktionsfilme rekonstituiert haben oder auch, also muss nicht unbedingt immer die Nelke-Revolution sein, also auch die Kolonialkriege von Portugal, die Portugal gefordert wird, sind ein wichtiges Sujet an Filmen, tauchen immer auf, vielleicht nicht an der großen Masse, aber sind auch immer präsent. Wenn wir über die Nelke-Revolution schwätzen, wie gesagt, da schwätzen wir über ein Evenement, das eine Zäsur war für die politische Geschichte und auch die politische Landschaft von Portugal. Ich habe aber auch für die Rückschau gesagt, dass ein Evenement wird international eine große Aufmerksamkeit kriegt und das auch wirklich von ausländischen Journalisten und Filmemachern mit dokumentiert wird. Darauf will ich an der ersten Party von dieser Konferenz ein bisschen mehr lang angehen, weil es wirklich interessant ist. Und ehe wir damit anfangen, vielleicht ein paar Informationen, also wenn wir über die Nelke-Revolution schwätzen, da schwätzen wir über zwei Sachen auf von Gold erwähnt, dass das Evenement von der Nelke-Revolution, also das singuläre Evenement, das die Revolution, die angefangen hat, die abgehalten hat, an die für die ersten Mal angesagt wird und den Estado Novo, also und die Diktatur, die bis dahin 41 Jahre lang existiert hat, eine Diktatur, die hauptsächlich vom Antonio Salazar ganz stark geprägt war, eine Diktatur, die vielleicht also eine Zeit lang ein bisschen vergisst war, eine Diktatur, die Leute wirklich ganz erheblich unterdrückt hat, also ganz erheblich Freiheiten beschnitten hat, Leute auch an der Unbildung gelost wird. Natürlich ganz große Teile von der Population hatte carrément keinen Zugang zu Bildung, was ihnen auch einfach viel Freiheit geholt hat. Es war eine Diktatur mit einem ganz starken repressiven Apparat. Das heißt, es gab eine Geheimpolizei, die wirklich extrem gut vernetzt war, die wirklich auch Tausende von Leuten angesperrt hat an den Prisungen. Die auch ganze Reso hat und Informanten und Spitzeln, also effektiv an Portugal zu der Zeit von der Diktatur eine Meinung zu haben, die konträr war zu der Meinung, die vom Staat vorgegeben war extrem gefährlich. Viele Fälle bekannt, wo Leute, wenn es Kleinigkeiten jahrelang an der Prison kommen als politisch Prisonär. Und es war also ein extrem repressiven System, den auch ganz lang nimmen also bei gewissem Moment nimmer nach dadurch funktioniert wird, dass das Salazar an auch den Caetano, den sein Nachfolger war nach seinem Tod, die portugiesisch Kolonialreiche, also am Anfang die Kolonien, die irgendwann noch als Überseeprovinzen gelabelt wurden, an den 50er Jahren für ein bisschen zu verschleiern, dass es sich eigentlich immer noch um Kolonien handelt, dass in die systematisch exploitiert wird. Und also von den Motoren von der
Pardon, ich vergesse für drin eine Klammer zu machen. Ich habe viel gesagt, wenn man über die Nelke Revolution schwätzt man oft über zwei Sachen. Das eine, dass die Nelke Revolution selber, die sich an einem Tag aufgespielt hat. Das andere, das sind die Meint, findet so bis zu 2 Jahre danach, an denen Portugal aber an einer Zeit von der großen politischer Instabilität war, die zwei Wörter gehen oft ein bisschen deckungsgleich benutzt, also entweder schwätzen über die Nelke-Revolution oder über die Zeit, über die Meint danach, an denen sich überhaupt eine Demokratie hat müssen fallen an Portugal. Und das auch da, wo an der ersten Party, wo die Filme immens interessant sind, die an der Zeit entstanden sind. Ja, ausgelesen, also geplant und ausgelesen gouf die Nelke-Revolution von längsgerichten Deler von der portugiesischen Armee, den MFA, dem Mouvement des Forces Armee, an der innerhalb von der portugiesischen Armee. Das waren die wirklich geplant und umgesetzt haben, waren oft Offizier, Kapitänen an den mittleren Rang von der Armee. Das heißt, es waren nicht Kaderen, es waren nicht die Eliten, es waren auch nicht die einfachen Soldaten. Es waren die am meisten Flamme hatten mit ihrer eigenen Implikation, der Präsenz an der kolonialen Kriege, hauptsächlich in Angola, wo 1961 ein Krieg ausgebracht war, den also dem Moment für die Revolution, der 25. April 1974 stattfand, schon 13 Jahre am Gange war. Überhaupt Portugal war Portugal als die ältesten europäische Kolonialmacht, dann hat er eigentlich während 5 Jahrhunderten immer Kolonien an Indien, an Asien, Brasilien, Dono an Afrika, hat also eine lange Tradition, eine lange Geschichte als ein Kolonialmacht. Und just da sind eben, so wie in vielen anderen Ländern, an europäischen Ländern auch, an den 60er Jahren auf eine Kontrolle darüber kaum zu verlieren, weil sich innerhalb von den Kolonien oder Überseeprovinzen eben einfach lokal, regional Widerstandsmovementer gebildet haben, die angefangen haben, gegen die Armee, gegen die Armee 4 zu gehen. Das waren die Kolonialkriege waren etwas, was Portugal unheimlich viel Suen kascht wird, also bis zu 40% von ihrem Staatshaushalt als do dropgegangen. Die müssen Hunderttausende von Leuten hinschicken, Soldaten und auch Beamten einfach für die Kolonien im Laufen zu halten. Es sind auch ganz viel verwundet zurückgekommen. Oder carrément gestorben. Das war etwas, was innerhalb von der Population für große Frustrationen gesorgt hat und was doch dazu beigetragen hat, dass innerhalb von der Population noch an noch schon seit den 60er Jahren so eine Distanz vis-à-vis von der vis-à-vis vom Regime geworden ist. Also die Leute waren zunehmend unzufrieden und haben sich angefangen, sich zu politisieren. Sicher noch nicht so flächendeckend wie nach der Revolution, aber die Idee von den Kapitänen oder von dem MFA für eben die Revolution zu lancieren, das war so die letzte Drups, was letzten Endes gemacht hat, dass es kommt, weil das die Regime quasi übernurcht zusammengefallen ist. Die kennt all guten Geschichte so nicht trotzdem dann denke ja, weil die Startchance war an der Nacht vom 24. und 25. April von einem antifaschistischen Liedermacher, der José Zeca Afonso, was bis dahin ein verbotenes Lied war. Und was über den lokalen Radiosender diffusiert wurde, in dem Moment auch sollten der Startschuss sein, für die Revolution zu lancieren. Wie gesagt, das Ganze war spannend, quasi 24 Stunden rüber. Und ja, interessant ist, wie ihn das dokumentiert wird. Ich für dich noch ein paar Fotos mitgebracht, die ein bisschen die Ambiance weisen, also die haben sich von so eine Reihe Kolonnen, also gepanzerte Kolonnen, auch mit Militärautos auf den Weg gemacht.
hun relativ ohne Widerstand und ohne allzu große Widerstand Plätzen, strategisch wichtig Plätzen besat, okkupéiert, geht doch e Film, über den wir nur nach schwarzen Kapitän d'Avril von Maria de Medeiros, den plus ou moins die echt 24 Stunden retracéiert, den eng auch gefiel dafür gëtt, dass viele Plätzen der tote noch hat kind den ernst das ausgo. Viele Plätzen hat nicht viel gefehlt oder hat den zwei Leute müssen ernst das desideieren, weil die linksgerichteten Truppen Zaldoten, die sind natürlich auch auf Widerstand gestoßen, ob Kaderen generell, die nicht bereit waren, einfach die nicht akzeptiert tun, oder auch einer Deler von den Truppen, die mir jetzt orientiert waren. Also du hat auch kein Banden kürzester Zeit die Situation am Fongehol ernst das sich ernst das entwickeln. Ich war Präsenz am Angola hunne schon geschwart an genau war lo relativ interessant, dass das Evenement als wirklich immens viel dokumentiert gehen. Der Text sowohl nelge Revolution selber wie auch alles das, was dann den Jahren danach passiert ist. Also da sind noch Leute, da sind noch Journalisten aus dem Ausland ugereist. An hun voilà, also schon ich auch ein paar extrem abbrücht, wo der die Leute noch kennenlernt. Das ist ein Extra aus dem Film Outro País von Sergio Treffaut, das ein Dokumentär ist justement über die Präsenz von ausländischen Journalisten und Filmemacher an Portugal zu der dorten Zeit, wo die Leute über ihre Motivationen schwätzen, für was sie da waren und für was Martine gemacht hat und auch für deontologische Grenzen, das am Fongehol überschritten haben. Da sind eine ganze Reihe von Filmen dabei herausgekommen, die ganz klar auch also linkspolitisch orientiert sind, also eine Linkstendenz haben. Und das ist mal das, was ich auch meine, dass die Idee, weil auch die Grenze vom Filmemachen überschritten haben. Und schön ist mal einfach für anzufangen ein paar Impressionen mitgebracht aus dem Film Viva Portugal von 1975. Das ist also ein Film, den von einem deutsch-französischen Kollektiv realisiert wurde. Also schön ist einfach mal ein paar Szenen mitgebracht, für euch eine Idee zu geben von denen Bildern, die in dem Moment gedreht wurden. Und auch wie sie schon montiert wurden. Face. In you, Grandola, it is the people who decide. Several units, led by young colonels, take over the city of Lisbon. Only in the early hours of the morning did they break the news to the ranks, who believed they were taking part in routine maneuvers. Soldiers and sergeants responded enthusiastically. In the first 3 months of 1974, with a rate of inflation of 30%, the dictatorship faced an increase in industrial struggle. It responded with further violence against the 18,500 workers who went on strike. At 7:30 a.m., a first communique calls for the population to stay indoors, but the people disagree and again intervene. This disobedience fundamentally changes the course of history. The officers of the AFM define for the first time the political aims of the military insurrection: to liberate the country from the regime which has oppressed the people for so long. The old regime collapses. Caetano surrenders on condition that Spinola succeeds him and power doesn't go to the streets. Portuguese television transmits pictures of the 26th of April. In front of Caxias prison, a bastion of Portuguese fascism. Waiting.
zweiten Extra aus demselben Film. The end of terror can only begin with the arresting of the torturers. Here, some of them are already in prison. In the country, the people attempt to locate the remaining secret policemen of Pede, as well as the thousands of its informers. This van was once used by als erklären, also Pede, das war, wie ich schon gesagt habe, Geheimpolice. The secret police. Today, it carries the former bosses of the Pede to jail, including their commander, Silva Paish. On the advice of naval officers, the camera was hidden, as the political police chiefs still have powerful friends in the state machine and the army. The morning of the 1st of May, sailors mount a guard in front of the headquarters of the disbanded political police. Everyone is still wondering what will become of the officers' revolt. The only thing one knows is that General Spinola fought with Hitler and Franco, and today he is in the confidence of the big industrialists in Portugal. That afternoon, there is an explosion of freedom. After all the years of silence and humiliation, of submission and sacrifice, the people of Lisbon take over the streets, changing the course of the military revolt, upsetting all the political schemes. From the masses resound the old fighting slogans that were kept alive in the labyrinth of the underground. Popular unity, all power to the workers, the right to strike, and also end the colonial wars. Voilà, so sind ein paar Sachen ganz interessant. Oder das mal, es gab die Zeit ein immense Besoin, alles zu filmen. Also alles war irgendwie wichtig. Voll den irgendwie alles, was da passiert, das wohl an der Revolution wie auch an denen meint, Dono, wo die verschiedenen, also wo auch Divergenzen innerhalb von den Milieuen, auch ob der Gauche wirklich immer mehr rauskommen, und auch ob ein Droit angefangen hat, sich zu wehren. Also ein Droit, das waren die am Estado Novo am meisten profitiert haben, also die Kirche, die sowieso in Portugal ganz stark verankert, die katholische Kirche, die sowieso ganz stark verankert ist, aber auch die Landbesitzer, die gewissermaßen also Nutznießer waren, Pilier Nutznießer waren von der Diktatur, die haben sich gewehrt, mir auch ob da Gauche geöffnet, sehr Divisionen innerhalb den verschiedenen Fraktionen innerhalb vom MFA und auch wirklich eine regelrechte Zersplitterung im Moment auch von der Parteienlandschaft. Die ersten freie Wahlen waren genau ein Jahr spät, also am 25. April 1975, wo am Anfang so eine Art Regierung gewählt gouf, die eng neue Verfassung sollte ausschaffen. Dazwischen goufen da war schon 2 Putsch für sich, an auch nur denen echte freie Wahlen können eng Zeit von länger relativer Instabilität an die bis am Anfang bis eng Lastmeuterei der 25. November scheitert an dann eng gewissen politische Stabilität nicht erkannt. In dem Moment die Joren do, ja, also so mal die 1,5 bis 2 Jahre gehen intensiv dokumentiert, weil die Leute, die do waren, die Journalisten, die aus dem Ausland kommen,
die wollten auch, also die hatten das Gefühl, wir sind halt Teil von einer Geschichte, die am Gang ist geschrieben zu gehen. Also das ist so die Idee von History in the Making. Und es wollte irgendwie all Schritt dokumentieren, es wollte all Schritt irgendwie mal festhalten. Aber die Filme, über die wir schwätzen, also wie Viva Portugal und noch nach anderen, die da gleich wird gesehen, die sind noch schon an den Jahren 75, 76, 77 rausgekommen. Das heißt, es gibt auch gleichzeitig große Besoin für die Bilder nicht nur zu haben, aber für sie auch an einen gewissen Kontext zu setzen, und für sie irgendwie auch zu benutzen. Teilweise für Education, teilweise aber auch für eben der Nelke-Revolution ein Narrativ zu gehen, eine Richtung zu gehen, weil es eben noch gar nicht so klar war, nur der Revolution, in welche Richtung sich Portugal dann entwickelt. Also heute guckt ihn effektiv darauf zurück, an, voilà, Portugal als eine Demokratie ging, und das eine Europa zugewandte Demokratie ging, aber etwa während ein paar Monate oder Jahre war das effektiv weil das eine Zeit, wo ich einfach nicht genau wusste, was dabei rauskommt. Und die Leute, die gefilmt haben, die wollten auch mit ihren Filmen dem Ganzen irgendwie die wollten den Diskurs mitbestimmen. Da sind noch viele Leute von der Gauche gewesen, die vielleicht auch selber, und da werden wir noch kennenlernen, die auch vielleicht selber von so einer, ja, vielleicht einer sozialistischer Utopie, an der die Interesse von den Landarbeitern, den Fabrikarbeitern im Mittelpunkt stehen, wo die wirklich Realität geht, aber wo ich gleichzeitig wusste, vielleicht auch immer ein bisschen wusste, dass das aber an Europa schwierig umzusetzen. Und die Leute haben trotzdem mit ihren Filmen probiert, den Diskurs mit zu gestalten. Und es gibt auch einen neuen Interesse für die Population auch einfach. Also es gibt so einen gewissen Interesse, den auch vielleicht mit einer Freiheit einhergegangen ist, dass ihn überhaupt auch an einer Not der Aufschärfe von dem Estado Novo auch nicht viel mehr durft filmen, viel mehr kommt filmen. Also schon für drinnen gab nicht Einzelmovementer wie der Novo Cinema, die probiert wird, ja auch ein anderes Bild von Portugal zu zeichnen, wie das war den an denen ja, populäre Komödien oder so fand wird. Wir haben natürlich auch einfach neue Freiheiten ab, und die Freiheiten gehen noch genutzt, für durch das Land zu reisen, an Population zu filmen, zu dokumentieren, und hier auch einfach wie gesagt, eine Stimme zu gehen. Voilà, schön habe ich ein paar Extraien zusammengesicht aus dem Dokumentär Outro País, den wirklich interessant ist und sich mit den Journalisten beschäftigt, die da waren, die interviewt. Und für das Mal erklären die auch, für was sie überhaupt nach Portugal gegangen sind. Also, was hat sie eigentlich interessiert darunter? Viele von denen waren immens jung zu dem Moment und haben vielleicht auch einfach eine Aventur gesehen oder sind da hingeschickt gehen. Und voilà, ich weiß nicht, ich weiß nicht viel drin, just nach ein paar Aufnahmen, die der brasilianische Filmemacher Glauber Rocha gemacht hat, und auch an einen Film verschafft hat, den ganz prägend ist für das Cinema Novo an Brasilien, also auch Kino, den eigentlich immer politisch aktivistisch war, also Kino, die schon etwas wollte bewirken, Kino, die wollte ein Changement provozieren an der Gesellschaft. Und auch die Filme, die man hier gesehen hat, die verstehen sich auch irgendwo so als eine Art Form von revolutionärer Kunst. Also es waren schon Filme, die selber wollten etwas bewirken. Vielleicht also nach ein paar Aufnahmen, also eine Info habe ich schon immer probiert, also das ist nicht ganz evident für die Filme rundzukommen. Die sind zwar auf dem Internet, aber da wirklich integral auf Portugiesisch. Heinz zu finden in den Artikeln, Heinz du nicht, Heinz zur Bildqualität akzeptabel, Heinz du nicht. Und ich habe nur aber probiert, nicht extrem zu weisen, die. Tempo você é mobilizado? Há 3 anos. Há 3 anos. E qual é a sua posição diante da guerra na África? A minha posição? Você quer que a guerra continue? Quer que a... Das sind extra aus Armas e Povo vom Glauber Rocha, also Interviewen, die den Realisateur Glauber Rocha gemacht hat, gefordert hat. Você também quer que a guerra acabe? Você também quer que a guerra acabe? Você foi surpreendida pela Revolução? Não, eu sabia que tinha que arrebentar, não sabia era quando. Quantos anos você tem?
Eu tenho 16 anos. E qual é a sua posição política? Eu sou operário, deixa-me aí cair que eu sou operário também, eu não quero falar. O senhor é operário? Fale. Sou operário. Aqui tem um operário aqui, diga o nome do senhor. José Francisco Catarino. Quantos anos o senhor tem? 46. O senhor é operário de que tipo de indústria? Construção civil. O que é que o senhor acha do que aconteceu em Portugal? Foi uma coisa maravilhosa. O senhor foi surpreendido ou o senhor esperava? Já esperava isto há muito tempo, só agora é que foi acontecido. O senhor foi von der reprimido Revolution pela entstanden ditadura, foi preso sind. alguma vez? Não fui preso, mas tive em vista disso. O senhor está disposto a lutar pela liberdade do povo? Lutar até a hora da morte. Quanto tempo você teve preso? Tive 6 meses. Você apanhou na prisão? Apanhei na prisão. Mas o que fizeram com você? Tive uma semana com água da cintura. Das war wirklich eine spezielle Ambiance dem Moment an noch all die Filme, all die Fiktionsfilme, die sich irgendwie mit der Nelke Revolution beschäftigt haben noch immer probiert, die Szene notzustellen, also die Armee, die do relativ ohne Widerstand bis auf strategisch Plätzen Matten zu Lissabon sich ja, bewegt, positioniert an am Anfang der Leute seht, bleibt daheim, die halten sich aber nicht rund, die kommen trotzdem zu Tausenden op Straßen an empfänken die Soldaten erklammen op Panzeren as sie henken und de Luchten an sitzen an de Beam an irgendwie wie es genau wat lo geschieht also das ist schon irgendwie impressionant wat du für Filmdokumente dabei rauskommen sehen. A interpretar o anseio que o fascista, pá. Exatamente, é o primeiro. Eu acho isso uma coisa certa, na medida em que nós vivíamos oprimidos, isso é uma coisa certa. Você é da onde, você? Sou de Angola. Da Angola? E está há quanto tempo nas Forças Armadas Portuguesas? Há 6 meses. Há quantos anos você tem? Tenho 19 anos. 19 anos. Há quanto tempo você luta? Eu praticamente não luto. Não entrou, não teve na guerra? Não teve na guerra, não, senhora. E qual é a sua opinião sobre a guerra? Você acha que deve acabar a guerra ou não? Deve acabar a guerra. Deve acabar, sim, senhora. É a sua opinião, dona? Teil so einer ganz bekannten Aufnahme. O que é fazer? Tenho 22 anos e acho... Nunca esperava disto, mas tinha fé. O que é que o senhor acha dessa unidade do povo com as Forças Armadas? Achei uma reação muito boa. Auch mit den Blumen dann an den Gewirr lief. Der fand auch viele Filme in anderem, die von Maria de Medeiros. Ich fand auch so Pläne, die ganz ähnlich sind. Also Realisatoren inspirieren sich auch immer und dem Footage, für das dann irgendwie auch fiktional notzustellen. Les occasions d'élection, etc., c'est quand même facile pour un jeune débutant photographe. Moi, ça faisait à peine... Versteht er gut? Ja. 1 an et demi que je faisais de la photographie. C'était un peu délirant, oui. Tu vois des portraits dont on parlait, des portraits de Mao, tu vois des grandes effigies lyriques, grandioses, avec des trucs qui n'ont rien à voir avec le Portugal. Et en même temps, c'est sincère, totalement honnête, ça. Et ça, je trouvais ça plutôt très beau. Curieusement, ce qui m'attirait dans le Portugal, c'est tout le background qu'il y avait, ces maisons, cette atmosphère, Lisbonne, les gens, la façon d'être habillé des gens, les mouvements des gens, la nourriture des gens, etc. Tout ça. Alors, il y avait, paraît-il, une révolution. Il y avait beaucoup de liesses, mais comme j'ai pas vu avant, ensuite j'ai vu après, avec quoi je pouvais faire comparaison? Avec mon propre mode de société à moi, ou ma propre vie à moi. Moi, je trouvais ça plutôt hyper sympathique, il y avait une telle énergie, une telle liesse, j'ai dit, merde, ça bouge, là. Voilà, ich finde ein Témoignage Summegesicht von Emotionen Fotografen oder Filmemacher, wie weit die da hingegangen sind. Heißt nach ihm. Donc je suis parti presque en famille avec je campais ou je dormais dehors et j'avais une valise protégée de la poussière pour les films, c'est tout. Le reste, c'était pas très important. Et je suis parti avec une seule idée en tête, en tout cas un reportage qui n'était pas construit à l'avance et qui allait s'effectuer au fur et à mesure du déroulement des choses. Mon idée était rapidement de rencontrer les gens qui avaient participé à l'existence de cette révolution. Du hat auch nicht, also die Fokus auf die Leute, also das wollte sich wirklich direkt für die Leute interessiert. Il a fallu des militaires d'un côté, mais aussi des paysans, des ouvriers, des pêcheurs. Donc, à la fois retrouver quelques personnages comme ça, et me laisser, je dirais, balloter par ce que j'allais croiser sur mon chemin. Le Portugal, c'était quelque chose d'assez curieux, en quelque sorte, par rapport au photojournalisme dans sa dimension totale. Ça a été aussi un champ d'exploration.
C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que les jeunes photographes des agences étaient mis à l'essai dans un pays qui n'était pas trop difficile à photographier, pas trop lointain, dans lequel les frais n'étaient pas énormes. Bon, beaucoup y ont mis leur cœur, hein. Je ne dis pas du tout qu'ils y étaient avec indifférence. Voilà, es gibt auch Agenzen, die sich gesagt haben, das nicht so weit wäscht, dann da können wir einfach mal Leute hinschicken, die vielleicht nicht so auf Fuhre sind, weil vielleicht auch bis darauf hindeutet, dass ihnen vielleicht gar nicht richtig wusst, wer den du erwartet, dass du am Anfang so ein Événement von so einer Porte sich gegen développieren. Tout qu'ils y étaient avec indifférence. C'est par un ami qui a une agence qui s'appelle Contact. Das war Dominique Issermann, war noch eine bekannte Modefotografin. Qui est une agence de news, qui m'avait trouvé ce petit assignment de Time Magazine qui essayait d'envoyer des photographes européens au Portugal, parce qu'ils sentaient qu'il se passait quelque chose, mais ce n'était pas encore le moment d'envoyer des équipes américaines. Donc ils avaient commencé à envoyer des photographes français, italiens, enfin voilà. Et ça a commencé comme ça. Moi, ça m'intéressait. Moi, j'étais amie avec des photographes comme Raymond Depardon et des gens qui faisaient beaucoup de reportages. Donc de toute façon, j'avais envie de partir, et surtout c'était un événement pour nous qui étions des étudiants, enfin des anciens étudiants de mai 68, tu vois, c'était un événement très fort, la révolution des œillets. On se sentait très proche, on avait envie d'y aller de toute façon, même si c'était pas pour faire des photos ou pour, tu vois, pour faire des images ou du son, enfin pas en tant que journaliste, mais de toute façon, je crois que je serais allée, même si j'avais pas eu de travail. Mais ce qui était le plus étonnant, c'est de voir que c'était l'armée qui était un peu l'élément moteur de cette révolution. Et alors, c'était pas habituel quand même d'avoir une armée qui était en train de pousser un pays à passer à gauche finalement. C'était ça la situation. Donc moi je me rappelle quand on faisait des interviews, qu'on allait photographier des militaires, des colonels, on tombait sur des livres sur leur table où c'était le marxisme en 10 leçons ou bien le petit marxisme résumé. Eine Generation, die mit mehr als 60 politisiert gouf, konnte natürlich darunter undocken, eben durch die links geforderte Revolution. Interessant ist auch das, was sie sieht, also die Idee von, dass von linksgerichtete Kräfte an der Armee die Revolution herbeigefordert haben, weil kurz vor Druck konnte nach Rätselputsch gesehen, nämlich am Chile, den noch oft referenziert wird. Personne les perd. Hier ist ein ganz interessanter Interviewpartner an Filmemacher, auch relativ umstritten. Das ist Thomas Harlan, das ist dem Veit Harlan, sein Jung. Und das den sich auch relativ umstrittenen Dokumentär gemacht hat, Torre Bella, über so ja, Kollektivisierungen. Und das den am deutlichsten zoget, wie ein Grenzen sie als Filmemacher überschritten haben. Parti pour le Portugal n'avait l'intention en réalité de faire un film. L'intention était des personnes, quelques amis avec lesquels nous sommes partis pour le Portugal n'avaient l'intention en réalité de faire un film. L'intention était d'observer dans l'armée portugaise un phénomène qui nous avait tous charmés, outre mesure, ce à cause des expériences que nous avions tous ensemble fait en Chili avec l'armée chilienne, le cas Pinochet, c'est-à-dire le putsch des généraux et de l'armée chilienne qui se sont comportés comme des assassins et qui avait disposé quand même d'une armée qui fonctionnait à l'allemande. Et tout d'un coup, nous étions confrontés avec les événements au Portugal où, selon la formule qui nous était propre à l'époque, on pensait que l'ex-armée coloniale portugaise commettait un suicide. C'est-à-dire qu'une armée était capable de se détruire d'elle-même. Et cet aspect-là était la raison pour laquelle nous sommes partis pour le Portugal, avec le désir de tourner à l'intérieur des casernes et de l'armée elle-même la façon que les soldats et parfois même les officiers avaient à détruire l'appareil militaire. Ça, c'était le début
de l'histoire. Voilà, das waren also Tante, mit denen hier du hingegangen hast. Well, why? Nach dem letzten Témoignage von Robert Kramer, den von zwei Realisateuren hast, die den Film Film realisiert haben, Scenes from the Class Struggles in Portugal, den 1977 rauskam, an den auch die fand er relativ einfach ob im Internet den sich ja die ganze Zeit zwischen der Revolution an eben ja der Etablierung von einer von mich stabile politische Verhältnisse dokumentiert wird ganz viele Point de vue angefangen wird auch ganz experimentell als Moment auch musikalisch ganz interessant an weil er heißt ein letzten Témoignage von ihm. Why? I don't think I was really ever interested in Portugal. I got interested in Portugal. I go to these places. I went to Vietnam or Angola or Latin America or Portugal because of the feeling that the world's got to change. I want the world to change. I want the world to change for me. Of course I want it to change for other people who have less privileges than I have, who have less of what we have here in the West, or what I have as an American, or had. But I want the world to change for me because I don't want to live this way. I used to. Ich habe nicht einen extra Film abgebracht. Habitação, saúde, educação. Habitação, saúde, educação. The Armed Forces movement encouraged the formation of soldiers' assemblies. Soldiers began to govern themselves, purging fascist officers and fighting for better wages and conditions. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade é sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade é sério quando houver liberdade de mudar e decidir. The armed forces movement was divided by different class interests. Some officers had connections to the bourgeoisie, some to the workers' movements, while others tried to reconcile these differences. They couldn't lead the revolutionary process because they couldn't agree on goals. This class struggle was reflected in the soldiers' assemblies. They ranged from those controlled by right-wing officers to those aligned with workers, aiding and defending their actions. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade. Also auch von den MFA die Revolution ausgelöst wird, an Teilweise dann auch Dono, so zum Beispiel Doktoren oder Soldaten nach Regionen schickt für die Leute zu helfen, hatten sie aber trotzdem kein einheitliches Vue von dem, was eben die politische Zukunft soll sein. Und der Film assistiert ganz viel darauf. Und ich habe noch zwei andere Beispiele am Abbruch, die einfach weisen, wie turbulent die Zeit war, respektive auch wie zum Beispiel einfach Kollektivisierung stattfanden, wie am Anfang verschiedene so Provinzen an einer Form von Selbstverwaltung übergegangen sind, wie teilweise Fabriken besat wurden, also wo einfach der Patron quasi ausgesperrt wurde, also die durften einfach nicht mehr aus einer Fabrik kommen, wo auch Land besat wurde. Ja, we're actually doing something important. It was this feeling that something was happening. I mean, these people were actually doing something in Portugal, and then I got very interested in the whole thing. What is actually happening? What do they want, these people? And we were filming. I mean, when people were taking over the land, when the landowners were leaving Alentejo, things like we were filming that in the first film. And I said, what is this? These are the things that I've been reading about in the Spanish Civil War in the 30s and when the anarchists were doing it in Spain. So suddenly I woke up as a political person and said,
what's happening here. This is what I've been dreaming about in my whole life, and they are doing it in Portugal. Não quer cá o patrão. I don't want a boss. I don't want to be exploited. I'm much happier as I am now. We don't want him back. We can do without him. Look, I'm now getting £70 a month, whereas when he was here, I worked twice as hard but only got 30. So that's why we don't want the boss back. I just don't want him here. Não quero. Tintoria Portugalia, an occupied laundry in the middle of Lisbon. The owner had been thrown out, and now it's run by the women. Sinto em mim que estou a trabalhar com uma outra maneira que não se trabalhava até aqui. I just feel inside me that I work completely differently now. We used to be so scared of the boss, you know, look out, stop talking, here he comes. But it's really different now. We think about what we are doing. A trabalhar para nós. Voilà. On a relâché beispiel dafür. Au Portugal, il y a eu une situation qui s'était trouvée nulle part ailleurs auparavant. Il y a eu des commissions ouvrières dans les banques, dans les journaux. Il y a eu le problème de República, le problème de la radio, etc. Tout ça était neuf. Comissão de moradores do bairro do Liceu teve. So ganz bekannte Film Setúbal Ville Rouge, wo es auch eine Form von der lokaler Selbstverwaltung gab. Und hier ist ein Extra draus. Uma deliberação foi da ocupação destes corpos externos. A ocupação deveu-se à necessidade que havia, como há em todos os bairros da cidade de Setúbal, como de Portugal inteiro, de criarem creches e jardins infantis para as crianças do povo. Ora, acontece que as crianças, filhos do povo, nunca tiveram e ainda não têm jardins de infância nem creches para fazerem, portanto, a ocupação dos tempos enquanto os pais trabalham. A Câmara Municipal, atendendo a que e os próprios cortes externos eram aproveitados por meia dúzia de pessoas burguesas, aceitou a ideia e a nossa ocupação é uma ocupação simbólica porque isto consideramos apenas uma cedência de instalações. Fizemos os dois pavilhões adaptados, portanto, um dormitório, um local de recreio. Aqueles dois ternos funcionam com o horário normal, como funcionavam até aqui, pagando os burgueses 7 escudos e 50 centavos por hora, com direito a duche quente, para fazerem a sua prática de desporto. Voilà, den Achse auf den Tennisterrain ist dann reguliert. Nous avions vu sur place. Voilà, alors kommen wir zum Aufschluss nach ein paar Thematiken von den Journalisten, Filmemacher, Fotoreporter, die sich ein bisschen über die Deontologie schwätzen. Das hat sich den Harlan an dieser Mann an, voilà, just die Grenzen, die sie, wo sie auch wissen, dass sie überschritten. Nous avions vu sur place une telle soif d'agir que nous sommes dit il serait exemplaire si ces gens-là réussissaient à faire ce qu'ils font, que d'autres le sachent. Nous avons pris presque dans les premières 24 heures la décision de rester, de poursuivre ce processus, d'envoyer chaque semaine par courrier, par avion, les négatifs à Paris, de le développer, de les monter vaguement et de les montrer dans d'autres circonstances à d'autres villageois, d'autres communes, pour donner l'exemple. Ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on était là, non pas avec l'idée dans la tête, voilà, on va faire un film, mais voilà, on est témoin d'un événement extraordinaire et peut-être exemplaire dont tous devraient avoir connaissance. Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? Voilà, also Filmemacher, die die eigentlich nicht mehr an der Dokumentation bleiben, mit die aufhängen selber aktiv zu gehen, die das Material als Weise mit dem Ziel, den Evenement am Anfang zu beeinflussen. Non plus, ça c'était peut-être commencer, non plus, ça c'était peut-être capital. À seulement témoigner, mais à intervenir. On était parmi les gens qui n'avaient encore aucune idée de la valeur de leur image. Alors il est très facile de séduire les personnes qui ne connaissent pas encore la valeur de leur image, par leur image, lorsqu'ils se voient en action, et lorsqu'ils proposent à d'autres de leur ressembler.
Mais ce microcosme, on l'a attaqué par la caméra, et tout d'un coup, avec des grandes conséquences. Les personnes bougeaient, il y avait des centaines qui arrivaient, et centaines de personnes d'autres villages qui tout d'un coup étaient témoins ou activement à l'œuvre dans leur propre commune. Et tout d'un coup, notre relation avec l'armée nous a permis de rendre à la 5e division, et puis encore ailleurs, au Conseil de la Révolution, faire un rapport, raconter ce qui se passait, amener les personnes et finalement trouver dans la police militaire le grand allié du support du paysan en révolte contre un patron qui ne veut rien d'autre dans un premier temps que de travailler. It wasn't just an intellectual class of revolutionaries or professional radicals, liberal professionals. It wasn't just a racial thing like in the United States, the strength of the black movement or the Latino movement. It was a true national political crisis with a working class that still had a true identity as a working class, unlike the sort of non-existent working class in the States, which has been assimilated into a whole system of consumption. So it was an eye-opener, and it was like a laboratory. I experienced it as a laboratory. I experienced myself as a sort of low-level researcher finding out about a true pre-revolutionary situation, something like this, something I had absolutely never been exposed to. I had been exposed to People's War in Vietnam. I'd been exposed to guerrilla war in Latin America. I've been exposed to revolt in the United States, revolt and rebellion in the United States, but never into this incredibly complicated situation where every institution was a battleground and where every class of people was forcibly obliged to participate in this struggle. Den halt nächste soll endlich lo kommen. Mit das nicht schlimm, der fette gesuchte Tumor auch teilweise schon beschwert. My Portugal film is the only film, but really the only film where some of the best material was cut out, censored by me. And for example, there is a really great sequence from a Communist Party meeting perhaps in Porto, late at night, with 4 or 5 couples of men, workers, older workers, dancing to Bella Ciao, very, very, very drunk. Really a beautiful scene, very, very long, slow scene, and somewhere in that scene is like the whole history of the working class movement in Europe, and the courage of it, and the dead end of it, and I got back in the States and people said, you can't do that, that's anti-communist, it's anti-communist, you can't. And because it's also, the United States is so fucked up because of the Cold War ideology, that the whole, everything is communist or anti-communist, so there's sort of no way to. The revolutionary victories of people in Indochina and Africa shook imperialism. Inside the imperialist camp, Italy was torn by conflict, Spain about to explode, and now there was the prospect of a socialist Portugal. The United States and Western Europe attacked, trying to strangle the Portuguese economy. Their strategy was to create instability and fear, and blame the left, the Communist Party in particular, for the economic disaster. Das ist ganz interessant, die Kommentare, die an den Film integriert, der Point de vue von den Amerikanern, ob so eine sozialistische Perspektive, eine sozialistische Portugal, mitten in Europa, mitten am Kalten Krieg, war natürlich etwas, was man einer gewissen Skepsis beobachtet wird. Und hier geht auch aus dem Film darauf an. Voilà, da haben wir mit dem heutigen Film bald aufgeschlossen, nach dem letzten Thema, wo es auch um den Vor von der Deontologie beim Filmemachen geht, mit welchen Attanten du hier geht, und aber auch, wie geht ihr vielleicht selber Teil von den Evenementen, die hier richtig vorausgesehen. Moi, j'étais très idéaliste, tu vois, sur le monde, sûrement, et aussi sur le travail de la presse. Je pensais que il fallait un bon cœur pour faire des
pour aller chercher la vérité, si tu veux, dans le monde et la rapporter aux autres et montrer, tu vois, ce qui se passait. Et le rôle de la presse, pour moi, c'était un peu de dénoncer les injustices, c'était un peu comme des oraux, oui, à l'époque je pensais ça, comme des justiciers. Enfin, il y avait l'aspect justicier de la part des grands reporters, tu vois. Et de montrer comme ça des zones noires, des zones obscures de l'humanité, tu vois, où le mal, la torture pouvaient s'exercer en silence. Et grâce à la presse, ce silence était cassé, quoi, et donc il y avait une vérité. Et là-bas, je me suis trouvée dans un système de presse où j'ai compris aussi d'autres mécanismes de la presse, tu sais, un petit peu pousser l'événement pour faire sensation. J'ai eu l'impression dans certains attaques des sièges du Parti communiste que peut-être la première pierre n'avait pas été vraiment envoyée par, tu vois, par des gens qui étaient contre le Parti communiste, mais peut-être par moment, tu te demandais si c'était pas un journaliste ou quelqu'un qui voulait qu'on parle de son village pour le mettre. Il y avait une hystérie de la presse internationale sur le Portugal. Il y avait quelques mecs qui étaient là avec des pavés, et puis derrière, il y avait des caméras de NBC, de ABC, de toute la presse internationale. Voilà, Lonnere lechten Aspekt, iwwer den ich auch schon den ich kurz ugeschnitten hun, das den Interé, den sech fir dat ruralt Liwen nies entwickelt. Heiers en Extré vom Film, also hecht I Rather Die Than Go Back to the System von Per Holmquist, den da auch am Purmol, das den bis so mit dem schwedischen Akzent geschwert wird, den der Purmol gesinn hut. Also einfach den Interé für die einfach Population sonst mal vom Land, und das ist auch so eine gewisse Form von da, also zumindest gilt das hauptsächlich für die portugiesischen Filmemacher, das ist auch eine Form von der Reappropriation von dem Terrain. Da sehe ich den irgendwie so etwas, das finde ich relativ oft am Kino, da sehe ich den immer so eine mythische Konnexion mit Tradition, mit Folklore, mit der Natur, also irgendwie sehe ich den da so eine Rekonnexion mit einem Leben, was vielleicht irgendwie an der Diktatur auch verloren gegangen ist. Schön, ich hier als Beispiel. Balizão, balizão, e a terra de Catarina, onde nasceu e morreu, e com uma... E a camarada? E agora a camarada pergunta-me por causa dessa coisa da Então, sobre a reforma agrária, nós o que podemos adiantar é que isto não pode de maneira nenhuma voltar para trás. De modo nenhum, porque senão estão a virem muito sangue pela rua. Porque esta reforma agrária, as terras estavam todas incultas, não eram aproveitadas, e hoje está tudo semeado e há aí muito boas searas. Se não tivermos nada a conta, temos uma boa seara para Portugal, para produzirmos pão, para toda a gente que merece o pão comer, e até próprio aqueles que não merecem, que não trabalham nele. Também tudo come pão. E ao lado do coração, e a terra de Catarina, e a balizão, balizão. Und heißen auch ein paar Szenefotos, den habe ich von dem Film Trash, also musst entschuldigen, der Sport Trash aus Montes, also auf Französisch wird Derrière les Montagnes, ein Film von 1976 von Antonio Reis, von Margarida Cordero, den auch an dem dort ein Esprit entstanden ist, an den auch sich mit der Population am Nordosten beschäftigt, den auch so die bei einer gewissen Manier die mythische Verbindung am Land sieht, und noch Filme, die da vielleicht bewusst eben nicht das immediat politisch wollen thematisieren, was die anderen gemacht haben. Ich den Film wirklich mit aller Dinge nicht fand, also in einer zeigbarer Qualität. Voilà, wir kommen bei dem zweiten Teil. Das ist 1970er Jahren lo Hanadais an den portugiesischen Kino mit einer interessanten Entwicklung an den 80er Jahren durch, wo wirklich international, besonders wo Kritiker aus Frankreich an Italien so auf eine gewisse Manier entdeckt wird.
eng ege Schoul, also geht oft die Diskussion gëtt eng portugiesisch Schoul eng Schul vum portugiesische Kino. Am Schifferfall gëtt den portugiesische Film an den 80er Joren international méi visibel. Krit ass viel repräsentéiert, do bemal op Festivalen, ginn Retrospektiven, an die Internationalisierung vun der Filmindustrie ass natürlich och einhergänge mat generell enger Ouverture hin zur Europäische Union. Portugal ass vun 1986 un Deel vun der Europäischer Gemeinschaft, also vun der EG. Schon do probiert e Film ze fannen, die bis repräsentativ, sowohl im Niveau vom Realisateur wie auch von der Thematik, die für uns interessant ist. Generell hat de portugiesische Kino bisschen so wie de brasilianische Kino auch sich oft mit der Frage beschäftigt, was sind wir eigentlich? Also was mischt eigentlich als Kollektividentität aus, was ist eigentlich dezidiert portugiesisch? Das ist eine Frage, die relativ oft rumkommt, aber wieso dann brasilianische Kino ist ja doch ganz rekurrent. Und was hier nach dabei kommt, das ist auch nach ganz oft eine historische Dimension. Das ist das oft nach eine historische Reflexion über die eigene Position an der Weltgeschichte, so mal, als Kolonialmacht, wegen Responsabilität hat den par rapport zu den Kolonisierten, par rapport zu der Struktur, von der ein Teil war. Und das ist ein relativ interessanter Film, den zwar ganz anstrengend zu gucken, als wenn ihn nicht wirklich an der portugiesischen Geschichte dran ist, weil da war kein Grund, dass wir den Film nicht zu gucken. Das ist ein Film von Manuel de Oliveira, von den bekanntesten portugiesischen Realisateuren, der auch ganz alt ist, über 100 Jahre alt ist, und seit den 30er Jahren, seit 1931 Filme realisiert hat, auch mit Pausen dazwischen. Den sich oft mit der Frau einfach aus der Nähe gesagt wird von dem der koloniale Passé, der aber irgendwo Teil aus von der Nelkenrevolution, weil ohne die Kolonialkrieger hätte die Frustration bei den Soldaten nicht gehen. Dabei kommen ganz interessante Filme raus. Also die müssen wir eigentlich entschuldigen, nicht non nehmen. War Gloria de Mandar von 1989 auf Deutsch übersetzt, Nein oder der vergängliche Ruhm der Herrschaft. Der Prosch, die den Manuel de Oliveira gewählt hat, das ist immens interessant. Das am Anfang das ist eine Exploration, das ist eine Konfrontation mit der Frage, weil das mischt Portugal aus, die Kollektividentität, aber auch die Responsabilität an der kolonialen Krieger. Und hier erzählt dat mit Hilfe von 4 Flashbacken plus enger Episode, die nicht richtig mit den anderen zu dienen hat. Dramenhandlung, wenn ich so will, als eine Patrouille von Soldaten an einem kolonisierten Land, geht nicht präzise gesagt, wen, das ist entweder Angola, Guinea-Bissau oder Mosambik. Am Anfang seid ihr die Soldaten, seid ihr endlos ob ein Kamion durch den Busch fahren, also die fahren irgendwie auf ihre nächsten, die fahren an eine Lehrer. An NRW diskutieren sie. Was ganz interessant ist, merkt ihnen Frustration schon auf, dass sie überhaupt dass sie da sind, also die Sinnhaftigkeit vom Krieg da vorgestellt. Den Manuel de Oliveira erzählt das mit Hilfe von insgesamt 4 Schluchten oder 4 Momente an der Geschichte von Portugal, die de facto waren. Also angefangen von enger Schlucht gegen Trämer, über das Mittelalter bis hin zu den Temps modern, erzählten am Anfang 4 Defatten, die irgendwie, die so den Widerspruch zwischen Aspiration, zwischen Drama und Realität von der portugiesischen Expansionspolitik sollen also illustrieren. Dazwischen gibt es noch eine Episode, die nicht wirklich etwas damit zu dienen hat, die keine Schlucht
die verlorengegangen ist, thematisiert, die mir echt so sich mit dem Découverte Maritim befasst, also mit so Entdecker, die quasi an einer Art Paradies landen, mit so Nymphen, also quasi paradiesisch Zustand. Also der Film ist ganz gewollt experimentell, also einer Machart. Es ging zum Beispiel an der Maritime, also an der Paradies-Episode, ging zum Beispiel sämtliche Dialoge just gesungen. Also das ganz experimentell von der Machart. Und zum Schluss geraten auch die Zaldoten, die Bataillon, die gerät auch an eine Schlucht, also an eine Auseinandersetzung. An dem Moment, das hält schon ein bisschen so also der Film ist von 1990, der Tisch guckt zurück, an den hält schon auf eine gewisse Manier, also dann von der Kolonie hält es schon vorweg. An dem Moment überschneiden sich alle Guten, überschneiden sich auch die Timeline, die historische Timeline mit dem, was zwar die Rahmenhandlung oder der Präsent soll sein. Ganz experimentelle Film. Es schon nicht ein länger 10 Mappe, wie das der Gefühl dafür kriegt. Ja. Pass auch darauf ab, also die Zaldoten gucken noch meistens, entweder sie gucken just Lernkamera oder Karimon dran, das ist wirklich auch die Idee von die Zaldoten, die Kolonialzaldoten adressieren sich auch direkt und den Zuschauer, dass die Idee von die feiert Mauer vom Film geht durchsprach. Chato, pá, este tédio prolongado. O que viemos aqui fazer é que eu me pergunto. Ora é essa, meu Ferreira? Viemos defender as colónias? Ou melhor, províncias ultramarinas? Não é assim, meu Ferreira? Províncias ultramarinas. Ai de nós, e pobre dos negros. Nós andamos nisto de províncias ultramarinas há 14 anos. Mas os maiores interesses vão com os outros, que manobram por fora. Com os outros, meu Ferreira? Sim, pá, com outros. Com russos, com americanos, com europeus até. E com chineses, pá. Com esses gajos todos. Uns por interesses políticos, outros por interesses económicos. E pela defesa do direito dos povos. Olha o nosso Ferreira Brito. Isso é bonito, pá. Os sentimentos humanitários. Só chegam às grandes potências depois de bem fartas. Por isso são grandes. O meu Ferreira não acredita em patriotismo? Acredito, senão não estava aqui. Mas olha, acredito naquilo que vejo. E o que vejo é o interesse. Será mesmo um sentimento de patriotismo ou estamos aqui erradamente? O soldado está sempre errado nas guerras, pá. Nunca está por causa própria. É a lei que o põe lá. A lei é o patriotismo, meu Ferreira. É defendermos aquilo que é nosso. Está em nosso poder. Nosso é uma palavra duvidosa. Seja o que está em nosso poder e que os outros cobiçam. Isso digo eu, pá. Nós não estamos só contra os turras. Eles são peão das nicas. Mas por trás deles estão comunistas, russos, norte-americanos, eu sei lá. E como bem dizer, nós os portugueses estamos contra o mundo. Orgulhosamente sós, pá. Orgulhosamente sós. E nunca mais saímos disto, pá. Lá isso é verdade, Manuel, tu tens razão. Tapamos um buraco aqui e logo foram além. Eles são como formigas, mas escondem-se por todo o lado. E muito bem armados, com armas de fabrico russo.
que é o que nós vemos quando os capturamos. Pois é, acusam-nos a nós de colonialistas, mas os russos querem ser exemplo no mundo. Abarbataram metade da Europa sem mais nem aquela. Outros que tais são os chineses. Desmantelaram o povo do Tibete e chupam neles quando podem. Essa que é essa. E tu, Pedro, não dizes nada? Em que pensas, pá? Em que penso? Olha, meu Ferriel, estou a pensar que muitos fugiram à lei e deram o piro para o estrangeiro. Os cobardes é o que eles são. Cobardes não. Fugiram por razões ideológicas. Ideológicas? Meu Ferriel, por cobardia. Fugiram para não dar o corpinho ao manifesto, essa que é essa. Talvez que alguns tivessem fingido motivos ideológicos. Mas a maioria, estou convencido, foi por convicção política. Contra o Salazar e contra a guerra. E escaparam-se para o estrangeiro. Viraram-se. Foi o que foi. E fizeram eles muito bem. Pois é, e nós aqui inocentes é que nos lixamos. Inocentes e forçados. Sabeis, não me interessam muito essas vossas conversas. Pensas na terra, não é, Pedro? Estás com saudades da terra? Estou sim, meu Ferriel. Estou com saudades da minha aldeia. Ainda se estivéssemos lá em casa a defender a nossa pátria. Cabo Pedro tem razão. A nossa pátria é a nossa aldeia. Pois, a pátria é sempre a pátria. É a nossa aldeia. Antes de Portugal ser Portugal, Viriato defendeu ferozmente a sua aldeia e fez a guerrilha contra os romanos que avançavam sobre a península. Mal comparado como nós agora com os negros em África. E quem era o Viriato? Viriato era o chefe dos nossos antepassados lusitanos. No Alferes disse mal comparado. Mal comparado porquê? Digo mal comparado porque os lusitanos estavam sós contra os romanos, que ao tempo representavam o mundo, o progresso, a civilização. Ora, os portugueses em África é que estão sós e o mundo a favor dos turras a fazerem-nos a guerrilha. Mas, meu Alferes, a presença portuguesa em África só trouxe benefícios aos negros das nossas colónias. Tanto benefícios como malefícios. Malefícios? Não vejo em quê. Barbaridades fizeram os negros quando começaram a revoltar-se. Até matavam crianças à frente dos pais. E violavam as mulheres e depois espetavam-lhes um pau no pito, antes de os matarem a todos. Também os brancos fizeram das suas, tal como genocídios e outras coisas mais. Está bem. Quer dizer, está mal. É o lado mau do homem. Não há nada a fazer. Quando é assim, são pior que feras. Mas voltando à questão, o que se não vê são os benefícios que os brancos das nossas colónias trouxeram aos negros. Pá! O meu Ferriel, veja. Principalmente, antes de mais... Vá lá, desembucha. Porque quebrou o ódio entre as diferentes tribos. O ódio que foi quebrado pela presença dos portugueses, é isso? É isso mesmo. Salvador tem razão. E até os portugueses, reunindo essas tribos, estavam a criar perspectivas para a formação de uma pátria, ou Estado multirracial. Exatamente, e onde a língua portuguesa funcionou como elemento aglutinador. E assim se criavam estruturas favoráveis ao aparecimento de uma nação. Há aí qualquer contradição, ó Manuel. Parece que estás a dar razão à guerrilha que os negros nos fazem. Pois é, nós a darmos a nacionalidade portuguesa aos pretos e agora nós é que estamos errados. Olha, eu até digo que podia acontecer o mesmo que aconteceu com o Brasil, tornando-se independente. Ora, batatinhas. As colónias independentes que são nossas há mais de 500 anos. Isto não é nenhum Vietnã. E dá merda mais a vossa conversa de chás. Estás-nos a mandar à merda. À merda te mando eu, Cabo Salvador. Deixa lá o rapaz. Isto é só um tesão do caraças a esbordar de patriotismo. Os nossos Ferriéis, desculpem, mas isto é uma conversa da borra. Melhor é a gente falar do Viriato. O nosso Alferes. O nosso Alferes dizia que os lusitanos eram bravos. Eles sempre ganharam aos romanos. Toda a gente sabe que perderam, pá. Ganhavam as guerrilhas, mas acabaram por perder numa espécie de aniquilação ou autoliquidação trágica.
Houve traição, não foi, Malfer? Sim, mas não foi logo aí que perderam. Foi mais tarde, depois da morte de Viriato. Faltou-lhes Viriato, o chefe amado e forte, nunca vencido, nunca humilhado. Sempre vivo por amor à Grey. Pois é, há sempre traidores. Mas não se chamavam Britos. Nem Manês, Cabo Salvador. Era o Audace, o Dictalião e o Minuro. Estavam vendidos aos romanos. Ups. Vão Britos. Cabo Salvador. Era o Audace, o Dictalião e o Minuro. Voilà, also das ist dann noch die nächste Flashback, also die Schlüchte im Viriato gegen Trämer, dann effektiv die erste Mise en scène von Sänger de Fett aus. Das ist interessant, der Approche für so eine Schmanning. Ich erzähle eine Geschichte von Portugal über den Weg von de Fetten, aber natürlich den Hanna-Gedanken ist, dadurch die national, also nicht nur die national, aber vielleicht auch die Verbaus als Geschichtsschreibung zu demystifizieren, und eben einfach dadurch ja auch auf die Unsinnigkeit vom Krieg hinzuweisen, an die größten Unsinnigkeit, als dann natürlich die Kolonialpräsenz von der portugiesischen Armee, der hier sämtliche Kolonien goufen auch relativ zügig nur der Nelke-Revolution an hier Freiheit entlos, wenn ich das dann so kann ein bisschen euphemistisch umschreiben. Das Thema also die Bagage vom Kolonialismus, den bleibt nach dem Moment bei uns. Es ist noch ein anderer Film, den ich präsentieren, ein rezenter Film, sie kommen los auch rezente Produktionen rund. Das heißt, Film von 2012 von Miguel Gomes. Der Film heißt Tabu oder Tabu, weil es behandelt auch ein Birsch am Mosambik. Der Film ist relativ interessant, also das ganz experimentell. Das ist von zwei Filmen, die ich sich vorstelle, die so als Thema hat, wie eigentlich die lange Schiert von dem Estado Novo oder die lange Schiert vom Kolonialismus, von der Kolonisierung, von Spuren analysiert bis an den Präsent. Den heutigen Film ist auch ziemlich experimentell, den also auf der Berlinale ausgezeichnet ging. Das ist ein Film, den eigentlich an 3 Partien funktioniert. Also für alle Regionen hat eine relativ gewollt artifizielle Prolog, den ein paar Minuten dauert, den ich auch weisen, wo es so eine Art Tropenforscher geht, den da irgendwie an seinem kolonialen Setting sieht, an den traurig ist, mit denen aber auch irgendwie so ausgesehen wie ein Film. Und da sind wir dann noch relativ sehr, das heißt, die erste Großpartie vom Film fängt damit an, dass Pilar, das Hauptpersonage aus dem Film, zumindest in der ersten Partie, sich den Film an den Kino anguckt. Der Film developiert dann einen ersten Teil, wo ein Ela Damm vorstellt, Dorora, die mit einer schwarzen Haushälterin zusammenlebt, Santa, wo man hier noch herausfinden, dass Dorora selber einen kolonialen Passé hat. Ich weiß nicht, aber für allererst mal den Prolog. Ich sehe da den Tropenforscher, den effektiv ein bisschen verloren wirkt. Sob chuva e sol escaldante, uma melancólica criatura percorre há longos meses selvas e sertões. No coração do continente negro, nem feras nem canibais parecem atemorizar o intrépido explorador. Seguido por um contingente de homens que à cabeça transportam miçangas e fazendas, bem como modernas ferramentas científicas de exploração, conta também nas suas hostes com Sua Majestade El Rei de Portugal.
ou pelo menos com a sua vontade subscrita em decreto régio, e com quem acima deste está, a quem todas as criaturas chamam de Criador e de cuja voz se dá conta na Bíblia. Mas se as pernas avançam por vontades superiores, soberanas ou divinas, já o coração, o mais insolente músculo de toda a anatomia, dita em paralelo outras razões para a marcha. Pobre homem, o infeliz. Pois o caprichoso órgão manda mais que rei e eterno, e aqui revelamos a verdadeira lei da expedição. Percorrer os confins do mundo, afastar-se das terras onde viu morrer sem que a morte pudesse obstar a sua querida e doce esposa. Intrépido é o explorador, mas por desespero. Taciturno e melancólico, a triste figura erra sem consolo pelo planalto inóspito. E por mistérios que o homem não explica, recebe em visita de lugares ainda mais longínquos aquela por quem o coração lhe suplica, vestindo, ao pormenor de acentuada morbidez, o rico vestido que a amortalhou quando à terra desceu. Por mais distância que corras, por mais dias que passem, de teu coração não conseguirás escapar. Então morrerei. Triste e pobre infeliz. Submerso em turvas águas, um crocodilo aguarda o seu momento. O intrépido explorador bem o sabe. Neste rio encontrará o seu destino. Os seus homens testemunham o horror. O explorador despede-se da vida. A noite cai sobre a savana e 1001 noites cairão após essa primeira. Nesse tempo e depois dele, por mais absurdo que pareça a todos os homens de razão, há quem jure, a bom jurar, ter avistado demoníaca visão. Um crocodilo triste, melancólico, acompanhado por uma dama de outros tempos, inseparável par, que um misterioso pacto uniu e que a morte não pôde quebrar. Den echten großen Deal hecht dann effektiv Paraiso Perdido, den zweiten nicht Paraiso, der Techt, also Techt verloren Paradies und da könnt Paradies. Und voilà, du hast natürlich auch gewollt, immens artifiziell, der Film am Film, mit einerseits eine Referenz auf dem Conrad sein Heart of Darkness, und die andere Seite ist, dass einfach überhaupt die ganze Ikonografie, also wie den ausgeseit, also einfach das Thema von vom Kolonialismus, also eigentlich von Anfang gut auf der Karte. Und den ersten Teil vom Film dreht sich dann auch ganz
eng Retornada, wenn ich so will. Also das ist effektiv eng Gruppe von Leuten, die nicht so auf den Fokus gelöscht wird. Also die nur der Nelke-Revolution und nur der wirklich sehr Dekolonisierung müssen zurück an Portugal kommen. Das waren da eine 500.000, die relativ von Haut auf morgen müssen ihr Leben komplett ändern. Das ist auch manchmal ein bisschen ein Tabu blieben an der portugiesischen Gesellschaft. Das ist mal eng von vielen Deutungen von dem Titel. Der Film legt also einerseits den Fokus auf so eine Frau, die rumkommt aus einer Kolonie, weil sie mal gleich, sie war als junge Frau, wird sie in einem kolonialen Setting gelebt, war auch da bestört und hat gleichzeitig eine Affäre, die aber nicht kommt sind oder die auch nicht dürft sind. Weil der verloren der erste Part, die ganz klar erfirken, dass der Film weist, wie am Anfang die kolonial auch Gedankenwelten, aber in gewisser Manier weiterleben, von denen, die an einer Kolonie waren. Und auch in gewisser Manier die Herrschaftsverhältnisse, weil die Haushälterin vom Aurora, also der Madame, die schon über 80 ist, also auch dunkelhäutig, an der Aurora, also ich ganz froh, mit mir ist auch permanent davon überzeugt, sie will zu verhexen oder umbringen. Ich weiß nicht, das kurz. Olha que eu... Tu queres é ver-me morta. Ingrata, desejas a minha morte. Olha que eu mato-me já. Venha para cá, senhora. Então dá-me os comprimidos. Dá-me os comprimidos, Brita. Já não há. Se quer comprimir, pede-se tua filha. Como é que te atreves? Tu puseste a minha filha contra mim com as tuas macumbas malditas. Pilar! Pilar! Abra! Pilar! É a minha única amiga, Pilar. Abra! Ninguém gosta de mim. Ja, der Film ist relativ schwer, aber wieder zu fassen. Mir auf jeden Fall, als an dem ersten Teil geht es tatsächlich darum, dass Pilar, die sind also Nopischen, also das ist ein Nopisch vom Aurora noch vom Santa, sich am Anfang dauernd zwischen möchte, die Frau, die dann noch einmal auch schnell, der doch schnell nicht schlecht geht, an die Matten am Film sich auch stirbt. An Unbegriffnis taucht dann, also fanden sie am Anfang einen Mann, den über hier Kolonialzeit kann berichten. An dem Moment springt der Film zurück an die Kolonialzeit von früher, das ist also den zweiten Teil vom Film, aber von dem Moment an gehen doch gar keine Dialoge mehr. Also es gibt just ein Voice-Over. An dem Moment weist der Film der Aurora, wie sie jung war. Sie war eine immens gute Jägerin, also sie war immens dynamisch Frau, die auch eine Relation, also eine Affäre angefangen hat mit einem Typ, den sie an der Kolonie kennengelernt hat. Und ich weiß nicht, ich denke, den Übergang, den ziemlich clever gemacht hast. Ela tinha uma fazenda em África. Desculpe. Aurora tinha uma fazenda em África, no sopé do Monte Tabo. Nós
chegou a conhecer a mãe. A senhora morreu após o parto, lamentando o tempo perdido, passado num quarto para escapar aos mosquitos, ver romances de amor e curar uma crónica enxaqueca. Homem de ira fácil, o pai abandonara um pequeno império de lanifícios na Covilhã por ressentimentos monárquicos. Instalara-se em África e aí voltaria a se ingrar, exportando para o mundo inteiro almofadas com penas de avestruz, famosas pela sua suavidade e elegância. Não fora o vício das cartas e a Aurora seria herdeira de uma fabulosa fortuna. Voilà, heißt und dat jung Aurora wat eng Jäerin ass, wat mat engem Teefabrikant bestuert, ass awer dann gleichzeitig wie so die Affäre huet. De Film asocht muss op dieser Platz das wirklich schwer ze resümieren, weil et relativ experimentell ass an der Approche. Also seg Themen sind am relativ klar, geht wirklich drum sie komplex, kompliziert die Erinnerung und die Kolonialzeit Kasin, wie sehr ihn an die Fall trippelt von der Romantisierung von einer Zeit, die am Anfang aber viel Leute leben kann stört. Gleichzeitig ist das aber formal wirklich immens herausfordernd, also durch die totale Absenz von Dialogen, noch ein Mann, der steht halt so wirklich ein bisschen verrückt, also ihm hat einen Plot, der ganz verrückt ist. Und voilà, mit das aber das durchaus der Wert sich darauf anzulassen. Ich weiß nicht, ich will als Zeitgrund, weiß nicht, ob ich soll Schlussszenen weisen. Weil ich meine, wir müssen spätestens um 8 Uhr raussehen, also in Haifu-Museum. Ja, ich komme bei den nächsten Wolle. Das heißt, es ist auch der Schluss, also dann bleiben wir auch plus mal an der Zeit. Voilà, ich hatte an der Vorbereitung auf der Zeit sind ich auf einen interessanten Dokumentär auf Achte gestoßen, den auch die Froh von der Verlängerung, von der Erinnerung oder von dem Bagage von der Kolonialzeit oder vom Estado Novo an der Präsent auch eine interessante Manier thematisiert wird. Also das ist ein Dokumentär, den auch wie gesagt auf Achte fand. Ich war 40 Jahre, das relativ viel das Jahr gemacht gehen, 50 Jahre. Nelke Revolution. Da können eine Frau zu Wort, die effektiv die selber afrikanische Originen hat, die dunkelhäutig ist, und die froh abwirft, ja, wer dann eigentlich hier Platz ist an der Erinnerung und die Nelke-Revolution. Das ist allgemein so die froh, wen gehört eigentlich die Nelke-Revolution? Also wen hat eigentlich darunter ein Undeel? Und ich finde das nicht uninteressant fand. Ich weiß nicht, den Extra. Ups. Wie kann man den 25. April erzählen, ohne die Menschen zu erwähnen, die an seinem Anfang stehen? Alle sprechen immer von den Soldaten in Lissabon, vom Putsch an diesem Tag. Zu sagen, dass die Nelkenrevolution ihren Ursprung in Afrika hat, heißt ja nicht zu negieren, was das portugiesische Volk hier erreicht hat. All das ist total richtig. Aber man muss daran erinnern, dass es afrikanische Menschen waren, die zuerst für die Unabhängigkeit kämpften. Sie waren es, die den 25. April erst möglich machten. Mafalda Fernandes ist Portugiesin mit Vorfahren auf den Kapverdischen Inseln, einer ehemaligen portugiesischen Kolonie. Sie ist Psychologin und Antirassismustrainerin, schreibt einen sehr erfolgreichen Blog über das Leben als schwarze Portugiesin.
Ja, das ist eine interessante Perspektive, dass eben jung Afrodescendant, die auch hier Platz an der Erinnerung und die Nelkenrevolution do wenn gewiss man näher reklamieren und weiß natürlich für inwiefern einfach die ganze koloniale Passe einfach das bleibt egal wie, das bleibt immer ein Bagage. Ein anderer Film, den auch mit der Idee spielt, der wirklich ganz interessant ist, dass der Film Aherdade, also Le Domaine auf Französisch, das ist ein relativ rezenten, das ist von 2019, das ist eine dreiteilige Serie, die da tatsächlich ganz auf YouTube fand. Du musst just gucken, weil sie das da Portugiesisch an, das ist auch der Grund, wieso ich kein Extra weise, weil es gibt zwar Subtitle-Files, aber ich weiß nicht, wen die kann, also dauerhaft auf Text drehen. Lehen, mir die fand sie aber, und die fand normalerweise auch Subtitle-Files, zu gucken. Und das ist wirklich interessant. Also, das ist eine dreiteilige Serie, die auch mit der Idee spielt, wie das, was am Estado Novo passiert, das, was an der Diktatur passiert ist, die Herrschafts- und Gesellschaftsverhältnisse, wie die Behohle von den Leuten beeinflusst haben, wie das kann nach Jahrzehnten noch Reperkussionen haben auf Konstellationen. Und der Film dreht sich, also quasi über 5 Jahrzehnten erzählt. Am Fokus steht die meiste Zeit über den João, das ist ein so Landbesitzer, den eigentlich relativ liberal ist, den aber trotzdem sein Haft mit einer harten Hand feiert und noch sein Kanner mit einer harten Hand erzieht, so wie hier selber Zukunft, also gleich direkt am Anfang vom Film gezwungen, sich ihn als Kant gezwungen, sich ihn umzugucken, den sich umbrucht wird. Das heißt, das ist wirklich so die Idee von der Film diskutiert ganz viel die Frage von der Maskulinität an den Herrschaftsstrukturen. Und hier feiert den Haft irgendwie mit einer relativ harten Hand, aber trotzdem fair. Als eigentlich ihn, der mit seinen Leuten korrekt umgeht. Sein Nodel ist ein bisschen alles, was nicht bei 3 auf der Beam sitzt, das von ihm als interessant für ihn. Und er tut auch nur wirklich lange Reperkussionen. Hier ist auch ein Personage, den, voilà, da sieht er ein Personage, den ein paar Mal vom Regime kontaktiert wird, also dass hier eigentlich sich soll öffentlich an das Regime stellen, also dass das Regime irgendwie soll, so Englisch den endorsen, öffentlich sein Support ausdrücken, was aber nicht will man, also hier will nicht mit dem Regime oder mit dem Innenminister zusammen schaffen, und darauf sind geht für seinen Arbeiter entfordert, also muss ich leider so sagen, ja, geht von PIDE gibt ein Vorort an, weil sie bei dem effektiv so kommunistisch Manifeste von tun oder so Propaganda von tun. Und hier ist immens gut vernetzt, João, der gelingt ihm, sein Mordarbester, den Mechanismus für seinen Haft nicht frei zu kriegen, weil das bestört mit einer Frau, der ihre Pap General ist. Und geht dann aber zähneknirschend die Kollaboration mit dem Regime an, weil sie sonst effektiv, das wäre den wahrscheinlich gefoltert an Imburg gehen. Also der Film ist relativ interessant und der Art und Weise, wie er so probiert, die Zeit von der Diktatur notzustellen, dass das ganz fokussiert auf den Hafto. Das heißt, das seid ihr nicht ganz viel ernst, und trotzdem kriegt ihr aber durch die Figuren kriegt ihr so einen Abblick an Herrschaftsverhältnisse. Und relativ interessant, also dann auch, wie die Revolution selber angebaut ist. Das heißt, sie haben wahrscheinlich aus budgetären Gründen, hören sie just ein Lied, während sie am Auto fahren. Und gesehen, da noch ein paar Reportagen auf der Tele, da ja dieselben Spieler, die wir heute schon ein paar Mal gesehen haben. Und von dem Moment an, das ist vielleicht ein bisschen schuld ist, von dem Moment an hat ich auch keine Weise, wie sich auch die Verhältnisse ändern auf dem Haft, ne? Weil auf einmal als der für die Mechanismen war, den effektiv an der kommunistischen Partei ist, von dem Moment an, also hat den theoretisch einen anderen Point mit dem Film exploriert, die schien leider nicht so viel. Ich möchte tschüssi, was der Weg vom Schweierpap, der General, den effektiv da muss bei ihnen im Speicher leben, an
und dann eben das Land verlassen. An den letzten Teil vom Film thematisiert dann, also von der Serie, bestimmt mal viel mit der Serie, thematisiert dann sich sein Kanner. Weil hier nicht jung, von dem hier weiß, dass es sehr jung ist, und nicht aber auch an all der Zeit hatten so Verhältnis mit einer von den Haushälterinnen, dann kriegt doch mit der kriegt den auch erkannt. Und das weiß aber kein von Gehol. Die Frau lief auch mit ihrer Mama, am Joachim, auch auf dem Hof. Und ja, der Herr Jung verläuft sich an dem Joao sing Durchstar, und die wissen just nicht, dass sie am Anfang genetisch gesehen Bruder oder Schwester sind. Und das weiß dann, das dann den letzten Teil von der Serie thematisiert, dann die 90er Jahre, ich meine, spielt 1991, also gut 15 Jahre nach Ende also nur der Revolution, und weiß dann die Unmöglichkeit für mit dem Bagage auch zu leben. Also das auch heißt, so die Idee von, wie mischt sich die Bagage aus der Zeit von der Diktatur nach am Präsent bemerkbar. Und ich finde es interessant, weil hier noch irgendwie so ein ambiguer Personage, also den ist eigentlich wirklich nicht unbedingt sympathisch, aber er hat so eine gewisse Präsenz, den ist auch dauernd da, ich fährt noch irgendwie ja nachwassen, was so irgendwie soll noch der Gute sein. Aber ich irgendwie fand, dass der da weiß, wie dann am Anfang so ein Personage, das den sich hält, was will, wenn er will, und zu den Konditionen, wo er will. Also für mich auch, wenn er am Anfang auf der guten Seite steht, dass er irgendwo ein bisschen so ein Reflet oder so eine Allegorie vielleicht ob die Diktatur, wie die Diktatur sich mit den Leuten umgegangen ist. Also ich fand das relativ vielschichtig. Wie gesagt, das könnt ihr entdecken. Ich habe kein extrem abgebracht. Da sieht dann auch ein bisschen, du hast den Mechanismus, den bei der Kommunistischen Partei ist. Das ist mir aufgefallen, ich filmt an all 10. Also ich weiß nicht, ob den. Also ich hoffe für ihn, dass eine Film hat ausgeil, weil ihr seht, das ist kein 10 an denen 180 Minuten, wo ihr nicht filmt. Dach, merkt was ein mega. Da sind dann auch Kanner. Voilà, ich komme dann auf den Schluss von dieser Konferenz. Nach 2 Filmen, wir machen ein bisschen den Bau, wir kommen zurück auf die Nelke-Revolution selber. Voilà, mit einem Film, der wirklich ganz emblematisch ist und auch ging für den filmischen Umgang mit der Revolution, mit der Nelke-Revolution, das ist Maria de Medeiros, sein Film, Kapitän d'Avril, aus dem Jahr 2000, den ersten Versuch war, für die Geschichte, also für die Nelke-Revolution, filmisch zu erzählen, also wirklich den nächsten Versuch, dann so mit den Mitteln vom Fiktionskino not zu erzählen. Das ist ein Film, den einen riesen Succès kannt hat, auch rezent, also den Tag, wo der Vernissage war, von der Ausstellung hier aus dem Film auch an der Cinemathek gewiesen ging, wo man als CNA und ZPB ein Intro gemacht und dann Saal war voll, also der Film hat sicher schon oft gewiesen gehen. Aber das ist wirklich interessant und das ist wirklich gut gemacht, dass ein Film, den die Ambition hat, die ersten 24 Stunden von der Revolution not zu erzählen, also das kein Film nach alles, was da noch kommt, das ist wirklich limitiert auf die ersten Stunden. Und das erzählt aus der Perspektive von den jungen Kapitänen, die oft die interessante Heldefiguren sind, weil sie oft zweifeln darüber, ob sie das richtig machen. Ich fand, das ist ein Film, den es wirklich fertig bringt, hier Anspannung, hier Nervosität, die Ungewissheit zu vermitteln, was könnte am Anfang als nächstes passieren. Ich finde auch 2 Szenen aus dem Film abbrüche, für das zu illustrieren. Es sind insgesamt relativ vulnerabel, also wirklich vulnerabel Helden. Es gibt noch eine dritte Hauptfigur, das am Anfang so eine Systemkritikerin, auch gespielt von Maria de Medeiros. Und der Film basiert zum Teil auf Personagen, die tatsächlich existiert tun, und aber auch fiktionalisiert, also fiktiven Personagen, für so ein Bild zu zeichnen von dem, was
von dem, was in den nächsten 24 Stunden geschieht. Also, das ist eben ein Film, der wirklich die Menschen an den Mittelpunkt regelt. Ich habe nicht 2 Szenen daraus mitgebracht. Das heißt, der Moment, wo die Revolution soll starten, wo sich Soldaten abweihen, wenn sie will rekrutieren. Que existem diversos tipos de Estado. Os Estados liberais, os Estados social-democratas, os Estados socialistas, etc. Mas nenhum deles é pior do que o Estado a que isto chegou. Eis porque é preciso acabar com ele. Quem quer vir comigo? Os outros podem ficar. Ficam à guarda dos camaradas que defendem o quartel. Os sargentos, pronto, aderem ao movimento e ficam sob o meu comando. Um militar ama a sua pátria acima de todas as coisas. Um militar deve reger o seu procedimento pelo ditame da virtude e da honra. Um militar Para deve... lá com o juramento de bandeira. Pense pela sua cabeça ao menos uma vez na vida. Você, que é o mais antigo da unidade, adere ao movimento, sim ou não? Se não adere, é muito simples. Está preso. Um militar ama a sua pátria acima de todas as coisas. Basta, está preso. Você, adere? Eu, meu capitão, eu há mais de 20 anos estou à espera deste momento. Parece-me que o sargento Costa tem razão, Amaia. O militar deve reger o seu procedimento pelos ditames da virtude e da honra. Estes homens não têm experiência de combate. Nem sequer acabaram a instrução. Estás a arriscar a vida dos miúdos, pá. Preferes que os mande massacrar para Angola? O que é que te deu? Estiveste presente nas reuniões do movimento. Quê? Essas reuniões pseudo-clandestinas? O que é que julgas? A Pete sabe de cor cada frase que se disse. Vamos lá, menino. Fizeste um ótimo trabalho. Confirmaste as qualidades que também todos nós apreciamos em ti. Mas o exercício acaba aqui. O material está podre e os homens não estão preparados. Vá, todos para a cama. Em todo o país a máquina está a andar. Já nada a pode travar. Quem vem comigo? Esta noite não sai ninguém do quartel. Das ist interessant, also just, wenn ich filmspruchlich guckt, das ist ein interessanter Plan, weil den Personage vom Joachim de Almeida gespielt ist, als den Film den zweifelt an den anderen, den die probiert zu pushen, an den was die Leute auch sehen, nicht, dass sie überall, also es gibt auch keinen Zweck mehr, wir müssen nicht machen. Und das ist einfach von der Komposition her ist interessant, wie sie eben einfach, wie sie gedealt sind durch Soldaten, also wie wenn die zwei Approchen quasi auf die Soldaten anschwätzen. Tu não és a superior de ninguém, ouviste? Não me venhas dar lições! És o responsável pela perda dos teus homens na curva da morte. Sempre tiveste a traição no sangue. Eu mantenho a minha palavra. Nem tenho ido desta para melhor. Pela última vez, esta noite não se trata de fazer exercícios. Precisamos de pôr fim a esta maldita guerra colonial. Acabar com os massacres na Guiné, em Moçambique, em Angola. O governo só pode cair pela força. E os únicos capazes de o fazer somos nós. Agora, a resposta é só uma. Revolução! Quem quer marchar para Lisboa? Todos? É que não pode ser. Tem que ficar aqui homens a montar guarda ao quartel. Temos de evitar a todo custo o derramamento de sangue. É mais fácil começar uma guerra que acabá-la.
Disparem só sob a minha ordem. Meu capitão, estou pronto, estou convosco. Estou contigo. Eu sabia. Não ias perder a oportunidade de uma boleia para Lisboa, não é? Bem, é que eu preciso de homens como tu. Das ist auch so ein Satz, den irgendwie universell gültig ist. Ne? Also so ein Krieg aufhängen, das einfache Krieg beenden, nicht gerade. Ich weiß nicht, noch eine Schlüsselszene aus dem Film, wo effektiv auf einer militärischen Verband stehst, die, ich weiß nicht, eine Pause, das ist eine impressionante Szene, die eben, die nach nicht auf ihrer Seite sind, die auch Opposition machen, also ich eine Rolle dreht sogar, der Matthias zu erschießen. Der Film ist wirklich mit einem großen Aufwand gedreht, nicht gesagt noch und denen, gesagt noch allein und im heute Plan, also wirklich die historische Panzer, ich weiß nicht, ob es nur gebaut, umgebaut oder nie so laufen, gut und es gab auch wirklich an den Straßen gedreht, also den Aufwand, das ist tatsächlich impressionant. Gesundheit. Paz! Meu brigadeiro, faça o favor de vir até aqui para falarmos em terreno neutro. Venha você cá! Não! Venha cá o senhor! Desloque-se para a retaguarda das minhas forças e depois veremos! Não! Fica aqui à espera. Disparar! Fogo! Fogo! Você acaba de desgraçar a sua vida! Está preso! Este homem está preso! Dispara tu! Dispara! Dispara! Abrir fogo! Abrir fogo! 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 Que assalto somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouvem-se já os rumores. Estamos consigo. Estamos do vosso lado, meu capitão. Então se estão connosco, venham com tralha. Bild wird oft dann da für die Promo vom Film benutzt wird. Ich hatte an einer Kritik gelesen, dass der spezielle Reiz vom Film daran besteht, dass neben einer weiblichen Perspektive rausgedreht, dass also von Maria de Medeiros wird eben dafür sorgt, dass es vielleicht andere Typen von Helden sind, die in Giver werden. Also sie sind oft in Situationen, wo sie zweifeln, wo sie nicht wissen, ob die richtige Weg ist. Hat der Film auch als hat der Film auch als Kriegsfilm wie soll ich sagen, charakterisiert, also nicht der Kriegsfilm, so wie wir da werden, mehr am Sinn von, dass der Krieg eine zentrale Rolle spielt am Deklanchement von der Revolution. Voilà, da kommen wir auch bei den letzten Filmen, da sind wir fertig für Haut. Das ist am Anfang mehr, wenn das so will, nach einer Rekommendation. Ich mache auch keine große Analyse vom Film, ich stelle nicht dafür. Das ist eine Schweizer Komödie, wie erstaunlich ist. Das ist der Film von Lionel Bayer aus dem Jahr 2013, der heißt Les Grandes Andes à l'Ouest. Und wir kommen heute zurück, also wir machen das Boot so, wir sind jetzt bei unseren Journalisten und Reportern von ganz am Anfang. Der Film erzählt aus der Perspektive von einer Schweizer, Crew,
also eine Journalistencrew, der Herr Chef am Anfang für seinen Chef gesagt hat, hey, du musst nur mal einfach Sujets bringen, die ein bisschen mehr Licht sehen, aber den die Leute ein bisschen mehr können aufhängen, wie, keine Ahnung, Spionen, an Accidenten und so weiter. Und er kriegt dann eine Lust für Sujets, die mehr sind. Und sie gehen am Anfang nach Portugal geschickt, für etwas über die Schweizer-portugiesische Kollaborationen zu machen. Also das heißt, bei den Schulen gaufen zum Beispiel mit Schweizer Suen nach Portugal gebaut. Und in dem Moment geraten sie Matten an die Revolution, die ausbricht, an den Film. Also effektiv, das ist eine Komödie, verschiedenes das ganz reüssiert, andere Sachen sind ein bisschen platt, ich lasse nicht selber jugieren, mir erzählt dann eigentlich also fiktionalisiert durch den Auflauf von der Revolution aus dem Point de vue von den Journalisten, geht eine helle Wulf von so kulturellen Missverständnissen, und ich zwei kurz Szenen abbrüche, die ich ein bisschen eine Impression vom Humor gebe, vom Film. Ich weiß nicht, vielleicht können wir es noch aufhängen oder auch nicht, weil alle Personagen sind ein bisschen durch die Wand. Aber das ist aber irgendwie das sympathisch zu gucken. Das ist noch bei der Arrivée von, also das ist am Anfang hier ein Techniker, den ist mit dem Auto raufgefahren an Portugal. Und das erste, was ihm natürlich beginnt bei der Gare als Police. Désolé, je savais que votre avion avait de l'avance, mais j'étais en pause. Ah, mais on n'a pas encore commencé. C'est vrai. Bonjour, je m'appelle Bob. Julie Dijon-Renan. Enchanté. Non, Gauvin. Salut, Bob. Ça va? Oui. La route n'a pas été trop dure? Bonne, mais un peu longue. En veut une? Non, merci, non. Je roule du colombien. Éclat de balle dans le poumon gauche, le tabac blanc, je le sens plus. On y va? Tout le monde devant. Voilà, und dann lässt extra, da sind wir fertig, beginnen sie nach einer Belgischer Télé-Equipe oder ja, also Journalisten-Equipe. Bonjour, monsieur. Salut. Que je vous aider? Même chose que toi. Vous faites un reportage sur l'aide de la Suisse au Portugais? Ah, tu fais ça, toi? Oui. Ça marche pas, toutes les lignes sont occupées. Allô, Bruxelles? Oui. Ouais, c'est Rémi. Ça va? Oui, c'est comme Allez, Zou, c'est parti, mon kiki. Parti. Non, tu déconnes, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche très bien, cette affaire. Non, mais c'est pas possible. T'as branché rouge sur rouge, noir oui, sur bon, noir. Attends, je domine ça. Vous savez quoi? Il y a une équipe de la Radio Romande, ils sont en train de faire un reportage sur les Suisses au Portugal. Allez, c'est hyper intéressant, quoi. Si au lieu de vous foutre de nous, vous nous disiez ce que vous faites là? La Révolution? La Révolution. Vous faites la Révolution. On couvre la Révolution. Il y a la Révolution au Portugal? Mais depuis longtemps? Bah, depuis cette nuit. Vous écoutez jamais la radio, vous autres? Voilà, das ist ein Film, den sich nicht ganz echt hält, mit dem er eine charmante Manier, dass er noch nur erzählt, sie rekonstituieren auch die Aufnahmen auf der großen Platz. Und voilà, ich wollte mir das mir Lichtes abhalten, weil das Sujet ist relativ teuer. Und voilà, ich gebe so an dieser Platz dann, ja, dann halten wir ab. Ich sage nicht alle gute Merci, dass ihr hier wart, für Not zu lauschen. Und dann, manchmal muss man geschwind aus dem Museum rausgehen. Merci.